Ekran! Ekranen geef niet op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons taubteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom to dit programma Ekran. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier vandaag met mij Manfred Aap. Manfred is een goede vriend en dat vele programma reed wie van hoe zijn familie herkomen reed. En vandaag wil we over die dollar Manfred reden. Zo, wo du als kind opgewassen bent, ik geloof du had nog een bruder, je weer twee bruiden. Maar wo wie die leven zo als kind, hast du die irgendwann betiert vielleicht dan? Ik darf bloß registrieren in mijn leven dat ik een zeer schöne kindheid had. We waren am Anfang hier in Brasilien zeer arm. Aber dort habe ich nicht gemacht. Ich habe noch einen Bruder. Bei uns wird es so, dass mein Bruder wieder Esau und ich wieder Jakob. Mijn bruder weer immer met pa op het land en die willen ook vissen en jaren en ik weer meer bij de ma. Aber ich will auch den Pritz haben. Hab mal ja Jagd mit meinem Bruder. Und der Jakob will ja auch nicht immer der Geschätzte. Aber ich bin auch sehr dankbar für meine Mutter. Ganz besonders. Auch für meinen Pa. Die nahmen das Leben sehr ernst mit Gott. Und sehr tätig hat unsere Mutter uns belehrt, was bedeutet Bekehrung. Und was bedeutet das, wenn ich mein Leben Gott übergebe. So met hoeveel jaar kan dat dan in die leven passeren? En eines Abends, als wir 10 Jahre alt, dann hörten wir ein Radioprogramm und die Prediger redet über sich entscheiden für Jesus. Und dann sagte ich zu Mama, ich will nicht verloren gehen, ich möchte mich bekehren, kannst du mir helfen? Und dann erklärt man diesen Weg, wo man sich bekehren kann. Und wir schneiden Bett uns nul en ik overgaf mijn leven Jezus. En dat was zeer schön, dat de moeder mij daarbij geholpen heeft. Wel schijn dat ze te hier dat het al van jong aanvangen kan. En laat dat ze zijn jugend aankomen en die zegt die gleich nog een beetje dam hätte af te drijven. Wat deed dat in die dat u Jezus nu aangenomen had en wanneer die dat ze jankerde dam hätte af te drijven, wat produceert dat in die? Naja, dat met deze damheid te maken, dat bremst mijn vrouw mijn bed vandaag en dag immer nog, ja. Ik moet immer weer oppassen dat de jugend niet waar verrutscht deed, ook nou om Ella. Ja, aber wat mij immer weer bewaard heeft, dat is wie ik me bewust wie ik heb mijn leven Gott übergeven. En dat heeft mij bewaard, aber ik had de tendens veel damit zich aan te stellen. Wenn einer mit Zigarre ankommt, dann will ich auch schmecken oder mit Schwappe Getränke oder Storche Getränke, dann Manfred will immer Futz dabei. Ja. Okay. Oder in der Jugendzeit auch dann diese Tendenz auch vielleicht auch mal mit der Gefühle mit den Mädchen zu spielen und so weiter. Aber immer weiter wurde mir dort bewusst, was wird meine Mutter sein und was wird Gott sein, wenn ich dort und dort tue. Und dort hat mir sehr viel Bewahrung gegeben. Sehr schön. Irgendwann habe ich auch befreit und was Kinder gehabt und so wieder. Ein schönes Leben angefangen. Und sei mal, Manfred, wir haben von dir auch nicht Zeit für alles, aber wann wir mal noch hingehen, so als ich die kenne, all diese letzten paar Jahre ist, dat du eine Person bist, wat deine deed. Met live, alle wen wo du best am armste de persoon en die nemste zo aan als de zend. Wo heeft God die van deins beroep? En wo feil sie dat dieses Dollar so... Die hast ook immer op dem Land gearbeitet so, aber dat dit wat steuert in die wir, dat dieses met Menschen top zijn. Wo heeft God die dit te beroepen? Ja, ich sehe dort, ich bete manchmal, dass Gott mir nochmal wissen, dass welche Berufung habe ich überhaupt. Weil ich sehe Buhe, ich habe mit Feuer immer gearbeitet. Ich sehe mir immer so, dass die Schäde schlagen ist so viel gut aus den Menschen. Aber das bleibt nicht ganz dabei. Ich habe die Gelegenheit, Jugendarbeiter zu sein, Jugendleiter in Kauer mit zu arbeiten, in der Gemeinde, andere Dienste. Und ja, dort
Man muss sich da leiden lassen vom Heiligen Geist, um Menschen zu dienen. Weil sie al von ganz von jung, dass du das sollst tun, wenn ich glaube, du hast auch bei jung an der Bibelschule getan. Ja. Aber wenn was zu dieser Bibelschule? Naja, manchmal kriegt man auch so einen Schubs von den Eltern noch. Ich mag doch die Bibelschule. Ich habe ein bisschen die Bibelschule gelehrt. Und, ich will ja auch ein bisschen mehr von der Bibel weiter und vielleicht ab dem Ort auch mehr Menschen halb zu kennen. Und so habe ich es eben meine Ort, Menschen zu besiegen. Ich kann ein bisschen Gitarre spielen und Musizieren. Und dann fahre ich dann einfach mal los und besiege alle Menschen oder auch junge Menschen und singe denen was für, rede mit denen, horchen tau, was die auf dem Hort haben und habe auch noch Zeit zum Beten. Und das ist wie immer so mein Dienst, auch nebenan. Ich habe meine Familie, wir haben 5 Kinder. Aber das schafft auch noch immer, dass ich dann immer noch kann, auch noch diese Dienste in einer Gemeinde und Butterhol von der Gemeinde. En dat is zoals ik die Oceanië geleerd heb, werkelijk zijn mijn ouderen ook al vrienden met jeugd en wie hebben allemaal deze apen doen, wat maar zo, die weer zo'n schaafje lief, du kan een naar voren spazieren en vele wat Manfred vielleicht al Tjani am ook zo. En wann wie du in diese jungen Jahren besser geblieben? Du sagst, du hast Jugendarbeit getan. So, wirst du dann als Jugendleiter so in die Gemeinde eingestellt oder wie funktioniert das? Ja, ich werde dann der Jugendleiter und habe dann auch die Bibelstunde, dort wir jetzt alles da tun. Am Mittwoch hatten wir immer die Bibelstunde mit den Jugendlichen. Dort hatte ich viele Jahre, dort ging mir auch sehr schein, einmal einfach einen Teil zu nehmen, und darüber zu reden, und die Jugend mit reden können und auch Fragen stellen können. Und wir haben dann taub gebeten, wenn jemanden Gebetsanliegen. Und was für Gebet will haben? Gebet will haben, dann sie haben nicht immer Eidbleib für den Gebet. Ich sage, Jung, du jetzt nur zu dem Bruder da und was für Anbete oder wir haben dort ziemlich locker einmal gemacht in der Jugendstunde und wir hatten sehr viel Freude da zu Hause taub, ja. En dat heb ik ook al maar van je gehört. Aber du hast ook een ander ding wat ik immer war van je gehört habe. Dat heb ik van mijn Früh en van mijn Schwiegereltern gehört. En dat nennt sich Montagskreis. Also ein Kranz von Montag. Was bedeutet Montagskreis für dich? Ja, die Gemeinde hat uns Mut gemacht, wir sollen mit einem Hauskreis. Ist das Hauskreis, das ist eine Bibelstunde, also eine Bibelstunde. Ja, tust eine Bibelstunde anzufangen. Und dann war es diese Gruppe aber so, dass wir nicht mehr in einem Haus anpassen konnten. Und so froh wie dann unsere Gemeindeleiter aus, wir dort können an einem Sohl von der Gemeinde machen. Und so sehen wir uns, weil wir am Montag das schaffen, dann als wenig andere Programme von der Gemeinde oder von der Kolonie. Wir fangen am Montag an. Und dann war es dieser Montagskreis so, steht dort wie, ja, da hatte ich manchmal auch bettfertig Menschen dort haben, weil an diesem Abend hat Govi versiegt wie dem Heiligen Geist ganze Freiheit zu geben, zum Anbeten, zum Loben, zum Gott zu singen und zu beten, so jeder dort am liebsten will. Und wir hatten da sehr viel Freiheit und natürlich für die Gemeinde wird dort nicht immer gerade das Interessante, was da passiert, weil Gott schafft dann manchmal auch nie Sache oder weiß uns nie Sache. Wird nicht jeder einer gewarnt wird? Wird nicht jeder gewarnt wird. Und dann gab es dann auch Konflikte mit diesem Montagskreis in unserer Gemeinde. Ne? Aber wie hielten durch und dort haben sehr viele Menschen war dann nie ein Motiv, nie Kraft für ihr Leben, für ihre Ehe und für ihre Arbeit und wo die auch hingehen. Ein anderes Kapitel, was du von der ersten Tag sagst, das ist viel Rütfahren in Singen, nicht so? Was ist dort so reich? Für viele Jahre hat wir, meine Freundin Rosi, uns überlegt, wo können wir auch die Arbeiter hier von unserem Dorf erreichen. Die auf Malzwirtschaft arbeiten,
Dat waren meestens Brazilianer die hier naar de kolonie komen en hier voor zich het leven te maken. En zo fing ik mal an, ein paar Arbeiter von Nobasch einzuladen und unsere eigenen Arbeiter. Weil wir kommen ja doch mal zu mir, zum Abend. Wir können mal ein bisschen singen, ein bisschen Gitarre spielen. Aber mein Ziel wäre nicht bloß Gitarre spielen oder ein bisschen singen, sondern ich will den von der Bibel was vertellen. Und so kam dort ich auf einmal, dort wir auf einmal 8 bis 10 Männer bei uns im Haus hatten, einmal die Welt. Und dann mal, wie wird jeden diese Männer singen. Und irgendwann, bekehrte sich die alle. Und dann habe ich manchmal den ganzen Abend meist bloß gesungen. Klar, auch noch die Bibel studiert. Und so kommt dort dann die Kirche, auch nicht bloß von Wittmersum, sondern auch von anderen Kirchen in der Stadt, die waren aufmerksam auf diese Gruppe. Wir können nicht viel, wenn man sagen, perfektes singen, aber die leuten uns auf einmal an. Die sagen, kommt doch mal in unsere Andacht zu singen und das Wort zu bringen, zu predigen, ein Zeugnis zu geben. Und so passiert es dort, wie dann auf einmal ich dann mit diesen Jungs mal alle losfuhr in die Gemeinde und dann Zeugnis gaben und viel gesungen. Wir fuhren niemals mal mit weniger als mit 8 bis 10 oder 12 Leuten los. Dort sehen wir die Gemeinde dann auch, die Church. Da muss es möglich Da muss es möglich sein. Und diese Männer, viele, die können meist nicht lesen, nicht schreiben, aber die wären so begeistert von Jesus, dann dort steckt an. Und so kommt dort, wie immer war da auch gerührt fuhren und so an den Dienst dann mit in andere Gemeinden, in andere Gruppen. Ja. Wenn wir uns vorstellen, hier ist eine Person, die uns tauhieren hat, oder eine Familie, die uns tauhieren hat, und die wollen auch dem Herrn dienen, aber die wissen nicht, wo anzufangen. Die wollen auch so für Jesus leben, die wollen auch sein, so ist man für das, so will ich auch sein. Was kannst du diese Person sein? Wie man uns war da ein Ruck geben oder mal uns selbst mal einen Schubs geben, zum Anfangen. Mal an eine Uhr reiten, ja, mal an eine Fähre gehen. So, ich denke an eine Person. Ein Oma oder ein Opa, die sind einsam. Den soll ich mal besitzen. Dann dauert es Fuß. Dann wacht nicht lang, willst dann auf einmal warst du doch nicht mehr dann. Und so fängst du langsam an, den Ruck zu geben. Oder da kommen Menschen zu Besuch und schön genobert, aber zuletzt. Dann sagst du schon, nee, weil er noch da betet. Weil er dem doch noch den Segen geben. Das sind Kleinigkeiten, die auf Folgen so einen großen Wert haben, wenn wir damit mal anfangen. Ja? Und das einmal anfangen, dat wordt het vielleicht leichter worden, wenn ja. Einmal mal anfangen ist. Eine andere Frage, die ich an die habe, ist, wo ist das mit das ganze Jahr auch, dass der Heilige Geist die zei, diese Oma und Opa, wo die Hand vor saß. Wo kannst du die Stimme vom Heiligen Geist so vernehmen? Oder wo kannst du die horchen, wenn die ankommen? Ja, das frage ich mich auch immer weiter. Ist das vom Heiligen Geist oder ist das bloß mein Denken darüber? Aber es bitte nicht zu viel Fragen. Wir können manchmal einen Fehler machen dadurch. Aber es bitte du gehst und machst einen Fehler, als wenn du nicht gehst. Und dann bleibst du bleiben ist. Aber du sagst, ja, ich verstehe nicht so gut zu reden oder die Bibel auszuleihen. Schaut nicht. Du kriegst dort, was du kannst. Ich habe einen Freund, der kann ein bisschen die Bibel lesen, mehr kann er nicht. Aber mit seinem freundlichen Ort Menschen zu besitzen oder Menschen einen Abrass zu geben am Arm. Und dort macht so einen Unterschied. Und dort sind wir alle. Dafür sind wir alle berufen. Sehr schön zu hören von dir, Manfred. Ich will noch stundenlang hier sitzen und spazieren können, aber von dir aus unsere Zeit zu eng. So, ich möchte dir Gottes Segen wünschen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön. Dankeschön, dass du von dir dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.